Thema, so habe ich es auf jeden Fall erstmal empfunden. Ja, genau. Und dort heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich möchte jetzt gar nicht zu theologisch darauf eingehen, aber ich persönlich glaube nicht, dass Gott derjenige ist, der versucht, dass er derjenige ist, der diese Versuchung schickt, sondern wenn ich zum Beispiel Johannes 10, Vers 10 lese, dort heißt es gibt eine klare Rollenverteilung, nämlich dort ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und dann sagt Jesus von sich, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Also wir sehen an dieser Stelle, es gibt hier keine Grauzone, sondern hier in dieser Stelle ist ganz klar, der Dieb, der Teufel, der kommt für das Negative. Er kommt zu stehlen, er kommt, um durcheinander zu bringen und er kommt zum Töten. Und dann auf der anderen Seite Jesus, der sagt, ich bin da und ich bringe das Leben im Überfluss. Und so sehen wir hier, dass Gott nicht so ein bisschen böse ist. Nach dem Motto, naja, vielleicht ist Gott ja doch ein bisschen böse. Oder der Teufel, naja, vielleicht meint der Teufel ist ja doch ein bisschen gut mit mir. Nein, die Bibel sagt ganz klar, der Teufel ist für das Böse zuständig, Gott ist für das Gute zuständig. Und da gibt es keine Grauzone. Und es gibt mehrere Bibelbelege dafür, dass Gott es gut meint und dass Gott derjenige ist, der das Gute gibt. Wenn wir uns Jakobus anschauen, im Jakobusbrief, das erste Kapitel, dort heißt es, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Alles, was gut ist, alles, was vollkommen ist, das kommt von Gott. Und dann heißt es dort auch in Jakobus 1, niemand sage, dass er von Gott versucht wird. Und trotzdem lesen wir hier diese Stelle, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Und ich glaube, dass jeder Mensch Versuchung erleben wird. Jeder, der hier sitzt, hat schon Versuchung erlebt und wird auch noch Versuchung erleben. Und Versuchung sagt noch nichts über dein geistliches Leben aus. Wenn du Versuchung hast, dann bedeutet es ja nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Jesus selber wurde versucht und der Teufel hat ihn versucht herauszufordern. Wir sehen also, beziehungsweise wir sehen, jeder Mensch wird einfach versucht. Das Gute daran ist und das Geheimnis Gottes ist, dass er trotzdem diese Versuchung, das Negative, ins Positive verwandeln kann. Gerade wenn wir durch solche Schwierigkeiten gehen, wenn wir durch Versuchung gehen und dort erfolgreich durchgegangen sind, erleben wir, dass wir gestärkt sind. Und wenn wir also darum bitten, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, da habe ich mir überlegt und habe mir mal Gedanken gemacht, geschaut, was bedeutet es und was kann es bedeuten. Und wenn wir schauen, Jesus hat damals Aramäisch gesprochen, dann heißt es dort übersetzt, wenn man es aus dem Aramäischen übersetzen würde, und lass uns nicht in der Versuchung fallen. Ja? Gott, sei du auch gerade in der Versuchung bei mir, dass ich dort siegreich bin, dass ich dort standhaft bin. Und wenn wir sagen, und führe uns nicht in Versuchung, dass wir nicht über unsere Maßen hinaus versucht werden. Aber Versuchungen sind natürlich.